Herzlich willkommen zurück, Freunde, zur nächsten Ausgabe von Tales of Berseria. Eine Ausgabe, die ein bisschen lustig werden dürfte, die heutige Folge, denn ich werde es ziemlich rabiat schnell durchgehen. Warum? Ist eine gute Frage. Das liegt daran, weil ich die Folge nochmal aufnehmen darf. Super, wa? Und zwar aus einem ganz bescheuerten Grund, den ich jetzt mal ganz kurz erklären muss. Ich war schon relativ weit dort im Norden, sprich da in Ruinen von Fall, wie es hier schön heißt. War eigentlich schon kurz vor, sag ich mal, dem Sternsymbol. Hatte soweit auch alles abgegrast und so weiter und so fort. Was ist passiert? Es kam eine Begegnung, die man so kennt, war, wenn halt mehrere auf einem Haufen sind und so weiter, gibt es eine Begegnung mit mehreren Monstern, die immer wieder nachspawnen. Okay. Ungefähr so etwas wie hier, nur ein bisschen besser. Und ja, war eben von dem her gesehen sehr lustig. Man muss es so erwähnen, sehr lustig. Ja, sind auch sehr schwach die Monster hier. Wieso, keine Ahnung. Und zwar war da gerade irgendwie etwas am Erklären, wegen Thumbnails und so weiter und so fort. Und mit Velvet natürlich auch draufgehauen. Bam, bam, booms, bam, bam, booms und so weiter und so fort. Und ging auch alles ganz glatt. Überhaupt gar kein Problem. Was ist dann passiert? Ja, das ist ein bisschen, keine Ahnung, wie ich das formulieren soll. Aus irgendeinem Grund, frag mich nicht warum, waren plötzlich meine 3 Teammitglieder down. Da dachte ich mir so, okay, ich habe noch voll Energie, aber ich muss natürlich zurückholen wegen Erfahrungspunkten. Das war ein Fehler. Warum? Weil während ich die nacheinander zurückholen wollte gegen Velvet, auch tot. Und plötzlich eine Attacke, waren plötzlich 3 miteinander down. Sag's noch öfters, ein gut fing. Genau, plötzlich du alle tot und demzufolge, ich hatte etwa knapp 30 Minuten aufgenommen. Und ich war tot. Denke mir so, okay, ja, kann passieren, gar kein Thema. Daten laden, was passiert? Nehmen wir die Daten, die ich hier regulär gespeichert habe. Sprich, ich kann den Kampf nicht normal machen, so jetzt da. Nö. Ich musste nur von da beginnen, wo ich gespeichert habe das letzte Mal. Und es war natürlich genau jetzt, wo wir wieder gestartet sind. Schöne Scheiße, wa? Ach ja, doppelt so schlimmes Unheil. Was könnte schlimmer sein als Ganon? Mal gucken. Isn't it? Well, we've been waging war with the Abbey everywhere we go, and now we're about to take it to a new level. If we pull the next Therian off of the Earth Pulse point, it'll likely be Kamoana's village all over again. The same devastation? Ooh. I wonder if there's something worse than calamity that they can call us. This is no laughing matter. People turn into demons in part due to their own malevolence. It's not like they're entirely innocent. But if there's someone out there who's being forced to act as Inominat's mouth, like Kamoana was, isn't saving them the right thing to do? I cannot argue with that, but... You don't have to worry. I'm the one who will devour the barrier. And I'm the one who will do what needs to be done. Schöne Worte. Seltsame Bettgefährten, bitte was? Heloise is... different now, isn't it? Maybe, but you've changed too. True. When I first met all of you, I never could have imagined I would go on such a journey. I could barely even think then. But then Velvet let me keep this compass. And Aizen and Rokuro taught me to be myself. They certainly did. And look at Dial. He's a regular part of the Von Altia's crew now. Even Restless Bienfu and Grimoire are now part of our merry band. Yep. Hey, aren't you forgetting someone? Oh, and the prince and his hawk? And Kuragane and Kamoana are with us. Listen, I've got more part in this tale than any of them. Hush. Whatever I'd say, you'd say it doesn't matter to you. At last you begin to understand me. MikelTheSayan. MikelTheSayan, mit der Kälte umgehen. Kälte umgehen. Im Blick gerade Gespräch hatte ich da einen anderen Part, den verlorenen Part auch schon. War nicht sehr interessant, von dem her kann ich so überspringen. Ja. There sure are a lot of Malakim posted here. They're probably here to protect the Therian, right? One would assume. The exorcist controlling them can't be far then. Be careful. Ja, natürlich auch im Prinzip das Ganze aufnehmen können und irgendwie offscreen-mäßig wieder dahin latschen und von da beginnen können. Wäre eine Option gewesen, aber dachte mir so, nee, komm, es war jetzt so ein bescheuerter Tod. Da kann er direkt alles komplett neu aufnehmen. Zumal sowieso ein bisschen länger gedauert hat, das Ganze, und ich am Schluss kein passendes Thumbnail hatte und deswegen, ja, machen wir alles nochmal.
Ist nicht so schlimm, es geht relativ wirklich ruckzuck, zack, zack. Dann natürlich auch sehr geil. Man kann einen Trank. So, und der Tempel ist... Ja, ja, es geht. Ist jetzt nicht so irgendwie kompliziert oder komplex aufgebaut oder so. Ja, die Musik. Haben wir sowieso die Musik. Hatten wir die vielleicht auch schon mal bei Tales of Berseria? Ich habe das Gefühl, ich kenne Tempel aus Berseria, aber vielleicht täusche ich mich auch. So, wie machen wir es hier? Ich gehe jetzt hier erstmal links durch, genau. Ein bisschen Zeit zu sparen. Warum? Ja, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Der Tempel hat im Prinzip für U1 und U2 hat er sowohl Ost- als auch West-Zugänge. Ich formuliere es gerne mal so. Natürlich alles schön und gut, gar kein... Also das gerade, kurz geruckelt. Natürlich gar kein Thema, aber es ist halt so, dass die auf der Karte zumindest, also sprich optisch, miteinander verbunden sind. Hier zum Beispiel, die sind eigentlich miteinander verbunden, aber hier unten geht es nicht weiter, wie wir gleich sehen werden. So, genau, das heißt, kommen so hier irgendwie nicht sehr weit und deswegen... Ne, vergiss es. Mache erstmal hier den Westen. Und hier gibt es zwar nicht sehr viel zu tun, aber bezüglich Sidequests und so noch ein interessantes Gespräch zu belauschen. Und das kann es doch sehen lassen. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo hier oben abgekratzt, kann das sein? Aber überlegen... Nee, eben war so etwas, jetzt seht ihr diese dunkle Wolke. Und da bin ich reingelatscht und es lief erstmal so gut, ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, ich war am Quatschen und so und plötzlich alle anderen tot, da hat mir so, hä, was jetzt passiert? Der Tontausch ist leider schlecht, der weiß er bereits, oder weiß er immer noch. Ja, ein paar Nachzocken. Ist im Prinzip von Let's Player immer, dass man sich sagt, oh, Scheiße, ein Kleister. Aber ja, manchmal halt nicht zu ändern. Wegen Fehlparts aufnehmen, habe ich ja auch schon mal gemacht, ist im Prinzip kein Problem, wie ich finde. Aber bei Rollenspielen, nee. Da wäre es ein No-Go. Da heißt, ich hätte einen Fehler aufnehmen können, okay. Aber dann ob's noch mal ein bisschen hin und so und, nee, eben dachte mir auch so, wegen der... Bin ich doof. Der gleiche Fehler vorhin. Ich quatsche hier rum und achte gar nicht, wo ich überhaupt hinlatsche. Mann, ich muss ja da hoch. Meine Fresse, so ganz ehrlich. Manchmal gib ich mir echt zu denken. So, das wollte ich. This Nordal. It looks a lot like Grimoire and Bienfu, but there's something different about it that I can't quite put my finger on. I agree. Those two are positively gloomy, but this doll seems calming, yet glamorous too. Like I said, a quiet radiance. Yeah. You think so? I think it's more lethargic or absent-minded. Like it can't tell what's going on in its head. Either way, I'm 1,000 times cuter than that thing. What's cute about you? People who keep their faces covered are creepy. I don't know. There's definitely something off about it. It's charming, but a little ominous. Like I can never entirely be at ease around it, if that makes sense. You think so? Actually, I think it's cute. It reminds me of a little baby. You think this looks like a baby? I remember when my sister was about as small as that doll. She had the tiniest little hands, and she tried to grip my pinky as best she could. Really? I'd take my pinky with her fingers wrapped around it and poke her cheek, and she'd just be all smiles. I swore to myself I'd always do whatever I could to protect her. Once she got a little older and started fixing meals, lots of weird things began to happen around us. Wherever we went, she was in danger. Demons attacked us. A dragon tried to kidnap her. That's when I first realized what it was that I carried. That the cause of all my sister's pain was my blessing. My Reaper's curse. So, you left her behind and went on your search for a way to break the curse. Right.
and that's when I met Eifried. It was from him that I first heard about the Nordals. He thought the stories about them were all just baseless rumors. I guess we'll never know for sure unless we gather them all. But... Hmm? What is it? I think something good will happen once they're all together. Why do you say that? Well, because we found this doll, you shared some of your past with us. That makes me kinda happy. So I think we should get the other three, so more happy stuff happens. Hard to argue with you there. Ist doch schön, wa? Die roten Ohrpuppe. Und ja, ich würde auch sagen, das ist auch die gleiche Puppe, die Ellen, die Edna immer bei sich trug. In Cestiria. Und was, eine Orange? Aber ungefähr der gleiche Farbton, oder? Naja. So, damit wäre der Westen ja schon, soweit schon mal abgegrast. Gibt hier nichts mehr zu tun für uns. Sehr schön. Kann ich direkt wieder einmal hoch und dann direkt rüber. Und weiter geht's im Osten. Dort sieht's ja relativ ähnlich aus, wenn es auf diesem Stockwerk. Ja, ich bin's wieder. Servus. Wie geht's, wie steht's? Da oben durch, wa? Ja, mal ganz kurz. Es geht eigentlich noch nicht sehr weit. Es ist irgendwie, keine Ahnung, wir sehen's gleich. Ja. Geht noch nicht weiter. Aber immerhin gut zu wissen, dass es dort oben irgendwie vielleicht später noch weitergehen würde. Apropos später. Ja, der Tempel ist irgendwie ein bisschen spätlastig aufgebaut. Warum? Mal ganz kurz zeigen. Ja, warum nicht? So, endlich wieder die Fackel aktivieren, wie wir es bereits kennen. Und zack. Und hier noch irgendwo... Zack, zack. Mega zack. So, hier geht's eben auch hoch. Okidoki. Und hier, ich glaube sogar hier war es, wo ich krepiert bin, war. Ja, ich glaube es war... Hier ist mal natürlich das noch abholen. Dankeschön. Dann haben wir hier noch 2 Truhen, ganz crazyerweise. Läuferglück bringt leider nichts. So, hier haben wir eine Tür. Eine unbekannte Macht versiegelt, okay. Wir sehen aber, da oben geht es irgendwie noch weiter. Wenn wir so betrachten, okay, da unten haben wir auch so etwas, auch Fragezeichenmäßig, hä? Kann es sein, dass es sogar der gleiche Ort ist? Vielleicht kommen wir da echt erst später durch. Wer weiß das schon, wa? Okay, das heißt, unser Ziel ist jetzt wirklich... Ja, der Eingang hier in der Mitte. Das Stockwerk, der ist relativ leicht zu erreichen. Ne, genau, hier bin ich gestorben. Hier war's. Stimmt. Wisst ihr was? Rache ist Blutwurst. Oder auch nicht, das lesen wir ein bisschen besser. Super. Noch eins im grünen Bereich und dann noch genug Energie. Also so merkwürdig war es, dass er Energie verloren hat und ja, also quasi schon zwischendurch Energie verloren hat, aber fühlt mich teilweise da auch durch den fehlenden Zustand. Die anderen plötzlich alle down, oder? Dabei dachte ich eigentlich, würde die auch nicht ziehen. So, es ist immer noch alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Und das war die Rache. Cool, war?
Ja, eigentlich müssen wir echt nur solche Kämpfe machen, weil die bringen am meisten Erfahrungspunkte. So. Ach ja, das Gespräch noch war, mit der Kälte umgehen. I didn't think Northgand would be this cold. But Northgand was Teresa's territory. Wouldn't you have been here with her? I think having my awareness controlled meant my senses were dulled as well. I see. But the cold doesn't seem to be bothering Aizen at all. In fact, everyone else seems comfortable here. If you shiver at these temperatures, you'll never make it on the high seas. In my youth, I practiced the blade under the blazing sun and through raging blizzards. Besides, when I turned into a demon, extreme temperatures ceased to affect me. The same thing happened to me. I used to hate winter, so that's some good luck. But what of yourself? You seem to be handling it just fine. I'm freezing, actually. I don't know how you stand it. I loathe the cold more than anything. That's why I've armed myself with a secret weapon. I've stuck thin, yet powerful, Cuckoo brand hand warmers all over myself. I even packed them in my shoes. Really? That sounds amazing! I'm willing to share, if you act like a dove. What? Go cuckoo, like a dove. Please share your cuckoo warmers with me. Cuckoo. You're no velvet, that's for sure. War natürlich auch interessant, Handwärmer im Schuhträger, deswegen heißt es auch, oh, Handwärmer. Was ist hier? Nee, hier war es nicht. Eine ähnliche Situation hier ist sowieso ein bisschen doof, aber soll es denn überhaupt abhauen? Geht ja gar nicht großartig anders. Ace mit seiner drakonischen Power, ey. Ach, macht auch Spaß. War ein bisschen draufhauen. Klar, die Kämpfe dauern so ein bisschen länger an, aber dafür sind sie auch ein bisschen spannender und bringen wesentlich mehr Erfahrungspunkte. Was gerade? Hey! Jetzt kommt der Große auch noch. Ist noch 5 Essa, sehr gut. Fehlt nur noch Lapiset, weil der ein bisschen hinterher hinkt. Hey! Wie viel kommen denn gerade? Das war jetzt laut übertrieben, Freunde. So. Ja, der muss es sein, deswegen muss er hier rüber. Lapiset Spekulationen. These ruins. This feels like a sad place. Sad? In what way? Sorrow permeates this place. As if left behind by people who suffered torment and death. I guess that's a weird impression to get by just looking at some ruins, huh? I'd trust my feelings if I were you. They'll often lead you to the truth of things. Besides, what you're feeling would explain a thing or two about these ruins. It would? Rather than attempting to impress visitors with beauty and opulence, the building and its passageways were built with strength and stability in mind. And that means... They were anticipating volcanic earthquakes. And they expected that someone might turn violent in these passageways. Not a bad observation. And what would bring such savage people to these halls? Surely they weren't just passing through. Then this passage must have led to somewhere. Some room or structure deeper within. A prison for the worst criminals. Or maybe a battle arena. And that's what gave you a sense of sadness. If it was an arena, then treasure for the victors might be hidden away somewhere. Why would it be hidden? Well, those fighter types might not have been all that nice. And the people who built this place seem to have been the cautious type. Hidden treasure, huh?
Where do you think... Save your speculation for another day, you two. We have a Therian to find. Right. Sorry. So, about that treasure. Eisen! We'll talk about this later, Laphicet. All right. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht der Ort da oben ist, wa? Schauen wir auf dem Rückweg nach. Lalalala. Nicht schon wieder so eine scheiß Begegnung. Das Problem ist, der Trank hier, ich glaube, der weiße Trank ist so etwas, der bringt mir hier leider auch nicht sehr viel. Weil es Gegner sind, die ein höheres Level als wir selbst haben und deswegen, ja. Eigentlich müsste ich echt mal trainieren, wa? So, hier ganz fies. Das war noch hier versteckt ist. Hier haben wir natürlich auch noch eine Truhe. Alles Teil auch bereits. Das letzte Tor auf diesem Stockwerk. Sehr. Ey, aufhören da hinten, ja. Level. 330 Durchschnitt. Ja. 32 von mir aus, ja. Aber 33 ist das Maximum für Velvet und Eisen. Ja, ich weiß, sagen immer Eisen. Aber Eisen, ganz ehrlich, weiß auch nicht. Klingt mir doch ein bisschen zu sehr metallisch aus nach dem Namen. Eisen. Ja, Mann, wo willst du hin? Runter, wenn es geht. So. Hier müssen wir hin, Freunde. Jetzt bin ich gespannt, ob hier es wieder bleiben für mich. How's Medissa been acting? She's calm. It looks like letting her in on the truth worked as well as we thought it might. Good. Maybe she'll be easier to control now. Halt! Who are you? Hey, wir sind da, schlimm sind. Na klar, mal Kind, die so aussehen, wollen wir verarschen oder was? Alles mal die platt. Aua! Alter! Geht's aber sehr schnell. Wenn das natürlich so ist und die sich denken, hey, wir sind cool drauf und so, dann sag ich mal, was echt cool wäre. Das ging gerade sehr schnell mit Eisen. Ich werde trotzdem für mal ganz kurz unter eine Dinge einsetzen, wenn es irgendwie geht. Dankeschön. Laphicet, kannst du bitte Eisen zurückholen? Ich sage auch schon Eisen. Sag mal, ich kann sagen. Ah, jetzt brenne ich auch noch. Du. Ey, bin ich. Guck mich an. Dann halt eben nicht mehr. Ich sehe schon, was mit Eisen los ist. Das ging wieder sehr schnell. Der gehört mir, der gehört mir! Lass ihn in Ruhe! Ja, Level 42, hey, natürlich schon ein bisschen härter.
Alle noch Lebenspunkte. Deswegen kriegen wir auch alle Erfahrungspunkte und tschüss. I thought we were done for. Dachte ich auch. Wäre jetzt ziemlich scheiße gewesen, nochmal alles zu machen. So, Medusa really is here. But what's this about the truth and controlling her? Das ist eine sehr gute Frage und der perfekte Cliffhanger für die nächste Folge wieder hier bei Berseria. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Geht's noch schneller? Glaube nicht. Tschüss.